Und raus hier. Raus aus diesem Haus. Und wieso? Um hier etwas abzuholen, was ich leider beim ersten Durchspielen damals vergessen habe. Und zwar den da. Michael, ich habe gehört, dass du Zelda unter den Wolken suchen willst. Der Direktor sprach davon, dass unter den Wolken das Erdland liegt. Weißt du etwas über dieses Erdland? Das ist übrigens ein interessantes Schwert, aber ein Schild brauchst du auch. Nimm den hier. Alter, du bist definitiv zu oft mit deinen Pflanzen unterwegs. Du hast ein Holzschild erhalten, yeah. Ein Holzschild ist leicht und einfach zu handhaben, hält aber nicht viel aus, lass ihm keiner Feuer fangen. Wenn dein Schild zerstört wird, kannst du beim Bazar neu kaufen, yeah. Das ist nicht so schwer. Und ausgerüstet, der Holzschild. Ein ganz normaler, stumpfsinniger Holzschild. Gebieter, die Steintafel, die du gestern Nacht eingesetzt hast, steht in direkter Verbindung zur Passage ins Erdland. Die Lichtsäule ist von hier aus gesehen in südlicher Richtung erschienen. An ihrem Fuß befindet sich ein Loch in den Wolken, das nach unten führt. Ich muss dir darauf hinweisen, dass deine Überlebenschancen im Erdland gering sind, sollst du bloß mit einem Schwert bewaffnet sein. Fei, hallo. Fei, Mann! Du brauchst dringend ein Update, aber dringendst. Echt? Kann ich das endlich? Kann ich das? Na? Ja, ich kann es ändern, na Gott sei Dank. So, reduziert. Perfekt, das sieht doch schon viel besser aus. 5 Rubine. Dankeschön. Ah, wir sind endlich ausgerüstet. Nochmal 5 Rubine. Und gleich nochmal. Und ein Käfer, komm schon, einsammeln. Link. Das geht auf ohne Netz. Yeah. Ein Wolkenhirschkäfer gefangen. Sehr beliebt bei den Kindern im Wolkenhort. Achtung, kneif gerne mit den Zangen. Hehe. Knirf, knirf. Und 5 Stück mittlerweile. Yeah. Hab gerade gesehen, ich brauche dringend wieder mal Vogelfedern, wa? Vogelfedern, die hier. Ja, blaue auch, aber erst später. Den Holzschild upgraden. Das mache ich gleich. Seht hier, keine Blumen mehr, keine Herzblumen, nix. Ist alles für den Arsch. Was willst du hier? Ja, hör mal da drüben, das ist Terrys Laden. Ich habe gehört, da kann man sogar Schmetterlingsnetz kaufen. Ich will auch so eins. Wenn ich doch nur etwas hätte, um an der großen Glocke des Ladens läuten zu können. Ich wollte wohl irgendetwas, mit dem ich in die Luft schießen kann. Ja, eine Schleuder. Und wie kommt die jetzt noch? So, da ist niemand mehr. Kann ich mit dir quatschen? Fei, was ist jetzt los? Gebieter, von hier aus kannst du die Lichtsäule erblicken. Echt? Kann ich das? Stimmt. Springe nun in diese Richtung ab und rufe den Wolkenvogel. Bitte mach dich da auf die Suche nach Zelda. Drücke unten, um deinen Wolkenvogel zu rufen, nachdem du abgeschwungen bist. Hehe. Und tschüss. Sprechen. Hey, Michael! Yo, wie geht's so? Das ist der Turm des Lichts. Kletter doch mal hoch und genieße die tolle Aussicht. Yeah. Würde ich ja gerne, habe ich aber im Moment leider keine Zeit dafür. Wir müssen Zelda retten. Yeah. Keine Herzblumen, ist alles scheiße hier. Aber erstmal schauen, ob ich mein Schild upgraden kann. Und... was gibt's denn hier Schönes noch? Die Köche des Ortes. Jetzt noch ein wenig Pfeffer dazu. Wunderbar, schmeckt auch heute wieder so, wie es sein soll. Freut mich doch immer. Suppe, ich brauch Suppe. Hey, na kleiner Mann, du scheinst ein mächtiges Zeug zu legen. Soll ich dich auf ein Getränk einladen? Na klar doch, ein bisschen saufen kann nie schaden. Das wollte ich hören. Also dann, hohe Tassen Jungspund. Hier gibt's ein bisschen Vollmilch. Buttermilch natürlich. Dieses Gebräu hier ist ja fantastisch, richtig lecker und fruchtig. Ja, Buttermilch, wie gesagt. Ich werde einen guten Rat geben, kleiner Mann, also hör mir jetzt gut zu. Die hier im Wolkenhort sind über das ganze Wolkenmeer große und kleine Inseln verteilt. Sie schweben einfach. Freut mich aber nicht, was die Insel in der Luft hält, das weiß ich auch nicht. Wie auch immer, eines kann ich dir mit Sicherheit sagen, wir haben es nur der Göttin zu verdanken, dass wir in Glück und Frieden leben dürfen. Glück und Frieden, was mit Zelda? Was bist du für einer? Du bist jetzt ein vollwertiger Anwärter auf den dritten Posten, Gratulation! Aber ich bin sicher, es gibt noch viele Dinge, um die du nicht Bescheid weißt, nicht wahr? Solltest du Probleme haben, drücke stets 2 und rufe die Hilfe auf. Das ist so etwas wie eine Grundregel. Ja, ist auch was Neues.
Bei dem Typen hier, dem Wahrsager, können wir uns wahrsagen lassen. Ah, oh, was ist denn das? Was sehen meine Augen? Oh, mein Schnauze ist nicht schön. Es ist voll Gefahren, Stein mit Hindernissen, genau wie dein Traum. Wie die letzten über 90 Folgen eines Let's Plays, aber egal. Vertrau meinen sanften Augen. Nee, lieber nicht. Zu dem will ich doch. Hey, willkommen in der Werkstatt, Alter. Items verbessern, genau. Und ich kann verbessern für dich natürlich dein Schild. Was mache ich dafür? Habe ich alles. Bernsteinhelm habe ich 2 von 18. Monster glaube ich eine. Okay, machen ihn direkt zum härteren Schild. Jawohl, vergiss nicht mal an, nicht rückgängig zu machen. Null Problemo. Ja, dann leg ich mal los, hey. Oh, ich freue mich schon richtig, Freunde, hier ein kleines, aber nettes Inventar anzuhäufen. Mit allen Schilden, allen Upgrades, allen Möglichkeiten, die es dazu gibt. Und der Holzschild, yeah! Ja, Mann, hast du noch was? Dann sag mir Bescheid. Nö, jetzt momentan nicht. Oder könnte ich bereits? Also mache ich es zwar noch nicht, Freunde, weil ich jetzt einen harten Schild noch ein bisschen einsetzen und so, das ist schon klar, aber trotzdem interessiert es mich jetzt. Kann ich den bereits upgraden? Könnte ich bereits. Monsterklaue. Keine Vogelfedern ist ja super. Aber ja. Erst später, sobald wir dann ins dritte Gebiet kommen. Ja, was soll denn das, Mann? Ja, sorry, Alter. Harter Holzschild, yeah. Da ist die Truhe. Gebieter Michael, das ist eine von sehr vielen Truhen, die du noch in deinem weiteren Verlauf des Let's Plays finden wirst. Ich habe keine Ahnung, wie man sie öffnen kann. Sorry. Ja. Wir wissen es bereits. Und das ist die Lageristin. Hi, ich bin sehr begeistert, wie du siehst. Ich bin voller Arbeitseifer. Wirst du das nutzen? Leider noch nicht. Ja. Du bist ein Trottel. Hallo? Okay, der hat bereits Bomben, aber keine Bombentasche, natürlich auch super. Pfeile ohne Köcher. Holzschild, will ich nix. Hast du was für uns? Eine Flasche wäre ganz nett. Wirk mein Heiltrank. War ein Wunder, Kampf getrunken, willst du dein Herz auf. Na, was sagst du? Ja, schon, aber ich habe keine Flasche. Sorry. Du hast gar keine leere Flasche. Weil du so bist, schenke ich dir eine. Was? Du schenkst mir eine? Mann, bist du nett, hey. Dankeschön, gute Frau. Eine Flasche halten. Yeah. Ich gebe die Flasche gleich in deine Abenteuertasche. Drücke Minus, um einen Blick darauf zu werfen. Wenn deine Tasche so voll ist, dass du nichts mehr tragen kannst, kannst du deine Items im Itemlager abgeben und aufbewahren lassen. Yeah, aber genug der Erklärungen, willst du nicht etwas kaufen? Kaufen! Ja, natürlich will ich. Nur mal auf Nummer sicher zu gehen, nicht wahr, Freunde? Schreiben wir ganze 8 Herzen auf. Brauchen wir eh nicht, wir machen einen 6-Herz-Run. Ohne solch einen Trank würde ich mich nicht ins Abenteuer stürzen. Eine Flasche davon kostet nur 20 Rubine. Was sagst du dazu? Natürlich, her damit. Aber sofort. Gluck, gluck, gluck. Oh, da ist sie auch schon. Herztrank gehalten. Yeah. Vielen Dank und vergiss nicht, Mann. So. Behalte ich so. Yep, perfekt. Kann ich den gleich verbessern. Weil das kann ich ja bereits mit Insekten machen. Aber ich weiß, ob ich bereits genug Insekten habe für das. Ja, hier, weil verfallen heißt es auch, dass ich die dann mehrmals einsetzen kann. Und das wäre wirklich nicht so übel. Und geht's? Alle Herzen. Ich versuch's mal. Ich habe genug Kohle. Sicher. Es ist nur ein kleiner Moment. So, ein bisschen davon rein, ein bisschen Ohrenschmalz, ja, Nasenhaare noch. Und bitte sehr, er ist fertig. Durch deine Flaschen durch habe ich ihn verstärkt. Yeah, Herztrank V erhalten. Füllt all deine Herzen auf. Noch ein verweinen, ja? Ja, den hier und füllt alle deine Herzen auf und ist sogar zweimal einsetzbar. Und ich kann ihn sogar einsetzen. Geil. Ist doch cool, wa? Okay, ich mach's dann. So soll es sein, ist dann noch einen kurzen Augenblick. Warte mal kurz. Und fertig. Ja, bitte sehr. Yeah. Herztrank SO erhalten. Diesen starken Trank kannst du zweimal genießen. Er füllt all deine Herzen wieder auf. Super, mega, hyper, super geil. Ja, schon klar.
Denn der Herztrank SV lässt sich leider nicht mehr verstärken. Und auch nicht verfallen, nichts mehr. Es ist einfach schon bereits perfekt. Ja, schön. Und hier oben sind wir sonst soweit durch, denke ich. Es gäbe zwar noch was da drüben zu machen, oder sind jetzt bereits auch alle weg? Oder kann ich bereits Cookie suchen? Die kleine hier. Na, Michael, hast du irgendwo meine Cookie gesehen? Sie läuft mir ständig davon, ich mache mir große Sorgen. Ja, nee, später dazu mehr. Später mehr, was gibt es sonst noch? Ja, die ganzen Häuser und so, wisst ihr was? Das mache ich erst später, denn jetzt, mit ihr kann ich noch kurz quatschen. Ah, du bist doch der Junge, der bei der Vogelration nie gewonnen hat. Diese Ritterkluft steht dir wirklich hervorragend. Wenn du so weitermachst, bist du bald ein vollwertiger Ritter. Das ist doch cool, Mann. Oh yeah, und wie cool. Und deshalb auf ins Wolkenmeer. Denn ich will noch viel mehr davon. Aurora, komm herbei. Also Leute, machen wir uns auf zu neuen Abenteuern ins Wolkenmeer. Und zwar ins erste Gebiet. Das grüne Gebiet. Gebieter, siehst du den grünen Lichtstrahl vor dir? Dies ist eine sogenannte Lichtsäule, über die du zum Erdland gelangen kannst. Genau. Du kannst ihren Standort auf deiner Karte einsehen, überprüfe, wie du vom Wolkenhort dorthin gelangen kannst. Genau hier. Zentrion, hallo? Zentrion, so jetzt. Am Fuß der Säule befindet sich ein Loch in den Wolken. Du wiederholst dich. Hat sie schon mal gesagt, und zwar in diesem Let's Play, nicht im letzten. Aber egal. Sturzflug, Aurora! Abspringen! Yeah! Also dann auf! Ins Erdland! In ein neues Abenteuer! Mit dem harten Holzschild und dem göttlichen Schwert! Und da sind wir. Und zwar im Gebiet Faerûn. So. Cool. Gebieter Michael, ich muss etwas berichten. Dies ist das Erdland, über das im Wolkenhort so viele Legenden kursieren. Aha. Und das hier, man nennt diesen Ort den Siegelhain. Sieht schon krass aus, oder? Und da unten. Das Siegel. Aber es ist ein kleines Gebiet. Yeah. Tschudu, tschudu, zoom, zoom, zoom. Ausrichten. Fertig. So. Nun denn, Gebieter, pass gut auf dich auf. Natürlich, wie immer. So, da unten ist also dieses eklige Viech und das sind bereits die nächsten Viecher. Zack, das war der erste. Wow! Habt ihr das gesehen, Freunde? 2 Herzen abgezogen. Alter Schwede. Du hast Kleber halt, nicht besonders hübsch, aber für eine Vielzahl von Dingen verwendbar. Ja, ist zwar schön und gut, Leute. Kann es sein, dass die Viecher hier aggressiver sind? Der hat mich sofort angegriffen. Verrückt das Ganze. So, das kommt später dran. Was ist jetzt los? Bitte, ich habe jetzt zu berichten. Durchdrücken von Z kannst du Objekt und Person anvisieren. Ja, das kann ich machen. Rufe mich, sobald du mich brauchst, Gebieter. Ich brauche niemanden. Nur meine treuen Zuschauer. Trauen Zuschauer vor allem. Aha. So, muss ein bisschen vorsichtiger sein. Boah, das glaubst du gar noch nie gemacht. Ja, jetzt. Hey, ist das geil! Ablocken, kann ich den Stängel durchschneiden. Muss ich noch gar nicht. Cool. Hopp, und jetzt bin ich da. Beim Tempel. Hä? Was zum... Das Gefühl, das kenne ich doch. Wow, was ist denn das da? Schwarzer Rauch? Ist da was angebrannt? Oh.
Nee, da ist definitiv was anderes. Ja. Sonne, wo bist du? Die Sonne ist weg. Nee. Nicht die Sonne ist weg, die Hölle tut sich auf. Oh oh, nicht du schon wieder. Wow, mein Kopf. Ich erinnere mich an das Vieh. Ups. Na warte. Na klar, ich mit dem Zahnstocher und Schwert. Immer diese scheiß Vision, hey. Na toll, jetzt war drin eine neue Unterhose. Immer diese Scheiße hier. Tja. Schöner Mist, wa? Ich bin ein bisschen misstrauisch. Der Wind. Er zieht uns in ein neues Abenteuer. Zu diesem Tempel. Naja, ist zwar schön und gut, aber der Tempel hier ist ein bisschen crazy. Da ist nämlich das Auge der Göttin, das Auge der Shika drauf. Mit Tränen wohlgemerkt. Ich habe etwas zu berichten, Gebieter. Das ist mal eine Neuheit. Einer starken Kraft versiegelt. Was du nicht sagst, du gehst nach den Nerven frei. Seht ihr? Keine Herzen. Gibt's nicht mehr. Wo ist der Stuhl? Als er erst drin war. Da oben gibt es Insekten. Die kann ich auch jetzt bereits holen. Moment mal kurz. So, jetzt aber. Und ich habe den Pyro-Riesenkäfer. Yeah. Ich glaube, den brauche ich sogar noch, oder? Nee, nicht den. Die Libelle brauche ich, stimmt. Da habe ich nur ein Stück davon momentan, aber naja, mal schauen. Hier hinten noch was. Käfer. Aurasuche habe ich nicht, wahr? Ja, noch nicht. Die kommt ihr vielleicht noch, wenn ich Glück habe. Okay, mal kurz runter hier, mal schauen. Ausdauerfrucht ist auch schön. Und auch hier überall keine Herzen, gibt's sie nicht mehr. Naja, es gäbe schon wieder Herzen, aber nur wenn wir eine Herzmedaille bei uns tragen würden. Und das vielleicht später mal schauen. Momentan geht's mir noch ganz gut. Mehr oder weniger. Alter Schwede. Mein Kind, Kind des Himmels, das aus den Wolken kam. Wer spricht da? Der Countdown. Halte das Schwert der Göttin himmelwärts. Halte es dem Bösen entgegen. Das machen wir. Yeah! Super Himmelstrahl. Das Siegel auffrischen. Ist dringend nötig. Ein Kreissiegel. Doch die Frage bleibt, wie lange wird das wohl halten? Gebieter, ich habe jetzt zu berichten. Wir spüren eine Veränderung in diesem Ort, die durch den Himmelstrahl hervorgerufen wurde. Gebieter, ich spüre eine ähnliche Aura wie die deines Paraschals. Es ist Zeldas Aura. Kann ich mit meiner Aura suche in diese Richtung führen? Nimmst du weitere Erklärungen hierzu? Nö. Jawohl, Gebieter. Die Aurasuche, yes. Nun haltet sie gerückt, Zeldas Suche ein und weisen in eine Richtung. C, Aurasuche und jawohl. Wo ist es? Da oben ist es. Bingo. Also dann, hoch geht's. In der Mitte geht's nicht hoch. Schade. Oh, hoppala. Und dann hier hoch und schon bald bin ich wieder oben. Jupp, jupp, jupp. Jupp, jupp, wow. Oh, ganz schön duftig. Ganz schön luftig unter unseren Klamotten, wa? Ja, unsere luftigen Klamotten. Frei, hast mich verarscht? Da ist noch alles beim Alten geblieben. Alles beim Alten? Okay, hab nichts gesagt. Ja, sag mal. Ja. Und die Tür ist offen. Na klar, das überspringen die nicht. Tempel des Siegels. Oder wie er früher auch hieß. Naja, das wisst ihr ja bereits. Aber erstmal kurz aufladen. Geht das hier noch?
Was macht der Arsch da? Tja, gute Frage. Eine sehr, sehr gute Frage. Hier kann ich abspeichern, aber erst plaudern, dann speichern. Ja komm, erst plaudern. Oh, ich bin eine alte Frau. Ching, ching, hin und her und hin und her. Oh, sieh an, der Auserwählte, der das Wolkenmeer durchquert hat und vom Himmel gestiegen ist. Und ich weine. Denn ich habe eine Träne. Und ich bin steinalt. Wie heißt du? Michael? Gut, Michael also. Du beherrschst den Himmelstrahl. Oh nein, Moment mal kurz. So, sorry. Könnte es sein, dass bei euch gerade kurz schwarz geworden ist? Falls das dem so ist, dann war es mein Bildschirmschoner. Weil ich habe irgendwie was in einer Stunde eingestellt und nehme gerade eine Stunde auf, deshalb... scheiße. Naja. Jetzt weiß ich ja für die nächste Aufnahme. So, wo war ich stehen geblieben? Ach genau. Du beherrschst den Himmelstrahl, jener all die Kraft durch das Emporstrecken des Schwertes gen Himmel beschworen wird. Ja, du scheinst des Schwertes der Göttin für würdig zu sein. Ich sitze hier seit ewiger Zeit und habe auf dich gewartet. Den Weg bereitet des Schicksals. Schön. Das hier ist der uralte Tempel des Siegels, der von der Göttin selbst erschaffen wurde. Dein Kommen wurde vor sehr, sehr langer Zeit vorherbestimmt. Das Mädchen, das du suchst, ist erst vor kurzem von Licht umhüllt in diesem Tempel erschienen. Es ist Schicksal. Aber ihre Ankunft im Erdland entsprach nicht der Prophezeiung. Es scheint gerade so, als wolle eine böse Macht eurer beider Bestimmungen beeinflussen. Ja, ich weiß auch welche böse Macht. Michael, machst du dir Sorgen um sie? Natürlich. Dann müssen wir jetzt handeln. Großes auch beiden vorherbestimmt. Sehr Großes. Um ihre Bestimmung zu erkennen, ging sie in den Wald von Faerûn. Du musst ihr folgen. Siehe auf deiner Karte. Wald von Faerûn. Ich habe dir auf der Karte den Weg zum Wald von Faerûn mit einem X markiert, aber es ist gefährlich, bei all den Monstern mit der Nase in der Karte umherzulaufen. Daher bringe ich dir bei, wie du Signallichter verwendest. Wenn du auf der Karte ein Signallicht setzt, erscheint dort eine Lichtsäule, an der du dich orientieren kannst. Also zeige auf X und drücke C, um ein Signallicht zu setzen. Ein gutes Signallicht ist jetzt eher noch überflüssig, aber später dann bei den Truhen im Himmel werden wir das vor allem benötigen und das auch aus dem Grund, wegen den ganzen Herzteilen da oben, weil, wie bereits gesagt, ich will das Ganze mit 6 Herzen durchspielen. Also mit 6 Herzcontainer natürlich. Du kannst es von hier aus zwar nicht sehen, aber das Signallicht läutet dir nun den Weg. Wenn du das Signallicht nicht mehr brauchst, zeige auf der Karte darauf und drücke erneut C, um es zu entfernen. Jetzt musst du nicht mehr fürchten, dich zu verlaufen. Geh nun in den Wald von Faerûn und finde die heilige Maid, finde Zelda. Nimm den Inhalt der Schatztruhe in diesem Raum an dich, wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Schatztruhe hier? Okay, ist noch ein bisschen verpeilt. Natürlich ist es offen. Tja. Das ist Magie. Sei vorsichtig. Es wird mit Sicherheit bald alles klar werden. Schreite ohne Furcht voran, Michael. So, Truhe, da drüben ist eine, die weiß ich noch. Oder weiß ich jetzt wieder? Na toll, 20 Rubine. Dann schielt uns ein komplett daher und füllt aus den 4 Herzen auf. Dann habe ich komplett vergessen, die Flasche hier. Oh nein, ein Item noch. Alter Falter. Wie sieht es denn jetzt aus? Ja, das hier kommt noch. Dann haben wir C, genau. Sehr schön, Freunde, sehr schön. Tja, wisst ihr was? Ich würde mal sagen, an dieser Stelle beende ich die Folge und dann geht es das nächste Mal wieder weiter. Hier ganz frisch im Unter bei Zelda Skyward Sword Hero Mode. Dann machen wir uns auf... Nee, kein Insekt. Machen wir uns auf die Suche nach Zelda. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.